Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlaubt mir am Anfang ein relativ subjektiv Fühlenker zu gehen. Ich habe mich gefragt, was denkst du spontan, wenn du das Wort Kultur hörst? Mir sind zwei Sachen angefallen. Die erste sind am Anfang die historischen Gebäude, Kirchen, Kathedralen, die also besichtigt geht von den irgendwo in eine Stadt, geht an Europa. Dann möchte ich das ja normalerweise für die Kultur interessiert. Und das Zweite, das den Himmelsmarsch. Eine jahrhundertealte Tradition, kulturellen Event geben heute so. Darüber hinaus die ganze Gemeinschaft mal das schließt. Und jeder geht wieder damit konfrontiert, weil sie kommen Schelle bei Teiser. Also ich spiele Musik 400 dir. Ich fand das eine fantastische Sache. Ich habe gesagt, bei jeder kommen sie Schellen. Leider ist das aber heute auch nicht mehr der Fall, weil wir haben mittlerweile auch hier im Land Plätze, Quartieren, Ortschaften, wo der Himmelsmarsch nicht mehr stattfindet. Und da sehen wir etwas, worauf ich nachher zurückkomme. Eine Herausforderung, die bei uns wart, das ist der Erhalt von der Kultur. Ich komme dann auch zum NUM, Kulturentwicklungsplan, an den Herr Bauler hatte du geschwärzt, am Anfang sogar vom Programm geschwärzt und nur vom Plan. Und zunächst will ich mal einfach so, dass ich den NUM zunächst hören und nun ich meine Ohren, weil nicht getraut, dass du ein Lützeburgischer NUM rausgesicht gehen hast. So und dafür all Respekt, ich fand das ein ganz gut Sache. Und ich würde mir wünschen, dass das mit Dachsgift gemacht geht. Als Spruch hat ja einen großen Platz, sowohl an unseren Herzen wie auch an unserer Kultur. Ich bleibe beim NUM und effektiv die drei Wörter dann Kultur, Entwicklung, Plan. Aber was ich mehr darüber nachgedacht habe, was mich am Anfang auch mehr steuert. Wir schwätzen hier von einem Plan für Kultur zu entwickeln. Und da frage ich mich, wäre es nicht besser gewesen, einfach zu nennen, Kulturunterstützungsprogramm. Weil Unterstützung ist der Rava mehr neutral, das bedeutet einfach, dass man Kultur, die da ist, oder die gemacht wird, unterstützen, während Entwicklung ja aber mir weit geht. Und das bedeutet, dass etwas sich weiterbildet, dass ein Prozess stattfindet, wo sich etwas verändert, im Kontext von einem Viergang, wo sich etwas Neues bildet, wo etwas Neues entsteht. Wo ich mich da freuen soll, etwas Neues geschafft, gegen eine neue Kultur. Ich hoffe, in der Menge nicht. Gerade das kann ich aber bei dem Numm denken. Und dann noch das Wort Plan von einem Staat, da sind wir da bei der Planwirtschaft. An den Numm Kulturentwicklungsplan, der klingt dann so, wie wenn der Staat eine neue Kulturwelt schaffen. Das klingt ziemlich stark. No. Dirigismus, aber wenn die weit sicher geht für Kulturrevolution, ich hoffe, ja, und ich meine ja nicht, dass aber nach vielen Maoisten da sind. Bon. Verhältnis vom Staat, vom Ministerium zur Kultur hat natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich stark verändert. Und die Frage, die dann aber kommen, das kann aus der Unterstützung immer mehr auch eine Feierung gehen. Auch mal einen hierarchischen Charakter, wo von nur am von gesucht wird oder verlangt wird, was Kultur, was Kunst soll sein. Ich meine, da wird den Kulturunterstützungsplan mehr moderat gewirrscht, mehr im Sinn von unserer politischen Tradition, mehr im Sinn vom Inhalt von diesem Dokument. Und was man nämlich sagen möchte, und das auch bei der Rede von meinem Viergänger ein bisschen rumkommt, was man sagen möchte, dass neuerdings auf dieser Welt immer mehr geschieht, weil den in dem Wort auch Cancel Culture kann benennen. Ich könnte viele Beispiele hier aufzählen, konzentriere mich aber ganz kurz auf die ganz rezent, aus dem Notbestand, die seit der Musel, wo die letzte Woche, und ich gut, dass ja mit 52 Schauspieler ein kleines satirisches Video über den Lockdown auf der YouTube gesagt haben, und immer die Regierung kritisiert haben, durch auch eine Lützbäuerin, Vicky Krebs. Kurz darauf, dass verschiedene von den Schauspielern gedroht gehen von den Verwaltungsräten, von öffentlich-rechtlichen Sendern, sie geben ihr Platz verlieren, du weinst. Das richtige Shitstorm rausgegangen von einer gewissen Minorität, die aber ganz hart ist an die bekannte Pressenorgane wie Zeit, der Spiegel, die und die Künstler an der Luft zerrappt.
Schlussendlich hun ein ganz Party von denen Schauspieler müssen entschuldigen oder freiwillig entschuldigt für Partizipation. Und für gestern waren noch 32 von denen am ganzen 53 Videos auf der Plattform, die einer sie gelöscht geht. Das ist eine gefährliche Situation. So etwas darf nicht entstehen. Künstler an Kunstgruppen müssen frei sein. Sie müssen frei sein, für Kunst zu machen, ohne irgendwelche Repressionen von der Seite vom Staat, vom Establishment zu fährten, auch wenn es denen nicht gefällt. Es muss nicht dem Staat und der Regierung an denen Leute gefallen, es muss aber können dann toleriert gehen. Und ich kann mich übrigens erinnern, dass auch zu Lützeburg ein Jahr 50 Künstler eine Aktion gestartet hat. Und das war für das Referendum 2015, wo 50 Künstler abgerufen wurden zum Ja, also zur Regierungslinie. Ja, für den Neo zu stimmen uns quasi kein Künstler gesagt. Das war wunderbar, weil schließlich waren nur 80% von der Bevölkerung für den Neo. Und das Beispiel ist da war interessant für zu gucken, und das wirklich immer an der Aktualität, wo stehen Künstler? Ne? Stehen sie auf der Seite wirklich vom Staat, von der Regierung, von denen, die sie unterstützen? Das ist nämlich Gefahr bei dem Ganzen. Und das ist darauf ein großer Unterschied zu früher, wo es da so war, dass viele Künstler auch kritisch waren und die Entwicklung in der Gesellschaft kritisiert haben, aber gerade nicht am Mainstream, nicht am politisch Korrekte waren. Wo ist dann heute ein Künstler, den sich traut, irgendwie gegen die politische Mainstream zu gehen, irgendwie gegen die Politik zu gehen, die du hast, wie wo ist dann nicht? Ich denke, das China gut ist, sie mit allem d'accord und tolerant. Und ich fand doch gut, was Sachen gemerkt, wie die Madame Lurche abgezählt wird, gegen Homophobie. Absolut richtig. Ich fand doch gut, wenn irgendwelche Sachen gemerkt gehen, für Flüchtlinge mit der Asti, gegen Mauern. Wie wenn ein Künstler da ist, den etwas möchte, 4 Mauern. Was soll das dann? Das ist aber froh. Ne? Wenn ein Künstler da ist, das geht da. Was gibt er da so? Gibt er den Ärger unterstützen? Oder gibt er da so, nee, du passt politisch nicht an unserer Linie, wir gehen dir nicht. Wann de Künstler do wie die zum Beispiel mit wem Streiter? Präsident Lust Herr Präsident der Lust er kommt auch von Schriftschwätze. Außer den Hammelsmarsch geblose. Just mat wem Streit. Nee, das ja. Nee, das etwas, was dir so, dass Künstler wäre kritisch, das ist etwas, was haut aber ganz viel am Mengen an fehlt, aber das früher mehr Ginners, ne? Mach ich mal Gedanken drüber. Dann sollen ich auch ganz klar, Kultur darf nicht vom Staat ideologisch oder politisch benutzt gehen oder missbraucht gehen, für politische Messagen rüberzubringen. Ein Theaterstück zum Beispiel, auch für Kinder, muss keine Moral haben. Das ist absolut nicht wichtig. Kunst muss keine Moral haben. Und ich will hier ein Beispiel angehen, und was mich verwundert hat, die Förderung von einem Projekt, was politische Kriterien gebunden ist. Und ich gebe euch ein Beispiel, das ist eine Konvention, wie da viel geht, die zwischen dem Staat und verschiedene Vereine unterschrieben gehen, die zwischen dem Staat an artcontemporain.lu aus dem Jahr 2018 unterschrieben gehen, wie das ein Modell, den auf viele Konventionen vorkommt. Und da steht Folgendes dran. Und das klingt auf den nächsten Blick von ganz harmlos. L'association s'engage à remplir les missions générales suivantes, participer à la diversité culturelle, en reflétant les valeurs humanistes d'une société multiculturelle. Klingt ganz gut, das sind alles schön Werte, wir sind alle Humanisten. Aber für was schreibt man eine Konvention mit Art contemporain oder mit sonst Künstler? Für was schreibt man da eine Konvention dran, dass die sich für Humanismus ersetzen? Das verstehe ich nicht. Dass die sich für Werte, für Valeuren ersetzen. Das spielt ja gar keine Rolle. Auch von mir ist dafür bekannt. Muss Kultur, muss Kunst Valeuren und Werte vertreten und muss da ein Kontrakt beim Staat stehen. Das heißt, dass der Staat helfende Künstler verlangt, für gewisse Werte zu vertreten. Auch von die schön sind. Dass der aber die Freiheit von der Kunst, die Werte zu vertreten, die sie will. Und dass der absurd wird, für Künstler vertreten, für gewisse Werte zu verlangen.
und zu verlangen, für sich für Humanismus anzusetzen. Ein Künstler kann auch Kunst machen ohne Humanismus. Ein Künstler kann sogar Kunst machen, die antihumanistisch ist. Guckt mal ein ja, den Lars von Trier zum Beispiel oder der Quentin Tarantino und so weiter. Aber die machen ja total antihumanistisch Kunst. Gibt er die da noch nicht wollen hun? Gibt er mit denen, hey, fordert er aber, dass selbst eine Konvention unterschrieben wird. Kunst soll unecken, Kunst muss nicht moralisch sein, Kunst muss nicht politisch korrekt sein, Kunst muss auch nicht humanistisch sein. Das ist für mich eigentlich ein Skandal, dass so etwas an einer Konvention steht. Für Wert schreibt man einfach dran, macht Kultur, macht Kunst, sieht frei Kunst zu machen, ohne Ideologie, ohne Politik, ohne Werte, ohne Moral. So, ich wollte aber positiv Seite noch dann ausschwätzen zu dem Cape. Dokument kann man sicher dazu beitragen, dass Kulturpolitik am Land Subventionen, Subsidien, alles da geht, mehr transparent geht, also schon mal geschwärzt gehen. Positiver sorgt dadurch, dass durch das Dokument einen gewissen Druck kann entstehen ob die Regierung, am Hinblick auf die Aufsicherung vom Beruf als Künstler, werde ich ein ganz gut sagen von den Kulturakteuren hun an der Hand und dazu können die Regierung erinnern. Es gibt ein ganz paar die gute Rekommendationen gemacht, zum Beispiel über die Congé kulturell, dass Künstler am Ausland besser zur Geltung kommen, dass sie ganz löwenswert Sachen. Löwenswert fand ich natürlich auch, dass Lützeburger Spruch nicht ausgeklammert wird aus dem ambitiösen Projekt, das ist da dran. Das ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn es ein bisschen nuanciert geht, da steht zum Beispiel auch der Satz dran, so interessant, la société luxembourgeoise se caractérise avant tout par sa diversité culturelle et son plurilinguisme. Ja, ich gebe mal so, dass die Lützeburger Gesellschaft hauptsächlich durch die Lützeburger Kultur und Lützeburger Spruch charakterisiert, dass so wie das auch bei anderen Nationen der Fall ist. Dafür brauche ich auch nicht zu schummen. Begrüßenswert dann noch die Rekommendationen, die sich mit der Präservierung vom Patrimoine kulturell befassen, mit dieser architektonischen, mit dieser Bausubstanz. Und interessant ist jedoch, dass der Patrimoine immateriell nimmt, was auch ein ganz wichtiges Sache ist. Allerdings, wir hatten Gesetz ja auch diskutiert über den Denkmalschutz. Theorie und Praxis sind ganz gerne zwei verschiedene Pushungen. Und ich will euch ein Beispiel sagen. Herr Bauler hat ein ganz paar Menge genannt, die ganz positiv vorgegangen sind. Ich bin dann immer ein bisschen mehr direkt, dann ich nenne dann irgendwo, ich meine, wo ein bisschen mehr negativ gegangen ist in dem Sinn. Und das Esch. Zu Esch also der PRG, ich am Februar studieren und studiert Vogeliers rauskommen. Und da gibt es dann den Denkmalschutz des Cité-Monument, den proposiert ja dann für Gebäude zu schützen. Die haben der Gemeinde Esch proposiert für 2584 Gebäude zu schützen. Und die Gemeinde Esch wird da von 424 dann effektiv in irgendeiner Form geschützt, also 16,4%. Und ich meine, das könnt ihr aber nicht von egal wem, das könnt von den größten Spezialisten, die wir haben, vom Cité-Monument, und die Leute wissen ja, was sie machen. Und da sieht er dann noch ein bisschen die Diskrepanz, die mich dann aber wundert, für auf der einen Seite dann so viel Kultur anzusetzen, da sind erst 2022, alles schön und gut, und auf der anderen Seite dann aber die Kultur zu vernachlässigen. Das ist nicht nur zuerst der Fall, ich will Ihnen noch nicht lange den Vorwurf machen, das ist auf viele Plätzen hier im Land der Fall. Voilà. Sind wir auch schon bei Sachen, die vielleicht noch fehlen, dass über die Schule jetzt gehen. Ich muss wirklich feststellen, über all die Jahre, dass an der Schule, das was die nennt, Kultur general, ja? Kultur general, Allgemeinwissen, mit Kultur general, die ist am freien Fall. Ich gebe jetzt Beispiele. Zuerst danach, da sind ich auf die Idee gekommen, dass ich für ein Schwedisch Überrecht davon aus dem 7. Jahrhundert, aus der Zeit vom Hellige Willi braucht. Aber ich hatte für einem Jahr nach meinen Schülern einfach so gefragt, wie von ihnen den Willi braucht kennen. Das war quasi 0%. 0. Ja? Das ist ja eine wichtige Persönlichkeit an der Geschichte für das Land. Erst nach Sprangprozession kann keiner mehr.
Lützeburg Volkslieder. Das ist ein schönes Liederbuch. Was so da? Das ist ein schönes Liederbuch, also kennen nach viele Leute Lützeburger Lieder gut. Ja, ich schwätze hier aus der Erfahrung, die ich hatte ganz lange auch an der Schule, wo das aber bei Jungen, so schon mal in 18 Jahren, trotzdem ganz viel zu wünschen. Und so nicht ein anderes Beispiel, wie das Lokiewicz würde. So, ist jemand meine Schüler dann regelmäßig und mal am Bus geholt, nur mal ganz banal Sachen gemacht. Da sind wir auf Musel gefahren. Op Welle stehen, man den Tour gemacht, sie mat Finger op de Kucke gegangen, sie bis bei zwei Moselle gegangen, bis die Sachen da gucken. Und die können ich nicht vorstellen, wie viele Schüler hier am Land, mit 16, 17 Jahren, die wussten mal nicht, dass wir hier am Land Wingerten hätten. Also sie wussten gar nicht, wer der Wingert wir, den Namen sie nicht kann. Aber die wussten das, und die wussten nicht, dass hier am Land die Fei produziert gibt. Das ist einfach für zu weisen, wir leben vielleicht in einer Bull, wir wandern bis raus bei den Leuten, geht da gesehen, dass ganz viel fehlt. Und da so ist einfach, du müsste man wirklich Lützeburg Kultur, europäische Kultur, Kultur allgemein, eine wirklich offensiv an die Schule kreieren, für das zu verhindern, dass wir nur das kreieren, was die nennen, kulturell Analphabeten. Ich gehe noch nach einem anderen Beispiel, ich gehe noch ein bisschen mehr weit, wir werden danach politisch abregen. Das schon für ein paar Jahre ein Doku gesehen auf der deutschen Tele über China. Und da war eine junge chinesische, obstrebende, strebsame Frau, und die sollte da Bibel zu lesen, obwohl sie einfach nicht Christ war. Und die uns dann später auf der ARD, die uns da gefreut, aber für was lesen dann Bibel? So die Frau, überlegt mal, so die Frau, ich lese Bibel für die europäische Kultur können zu verstehen. Das soll ich einfach mal am Kopf behalten. Und was machen wir? Wir schaffen das quasi auf. Ich schwätze nicht von dem Spirituellen, von dem Religiösen, wir schwätzen darüber, über das kulturelle Erbe, was wir trotzdem seit 2000 Jahren haben. Wie will das, nicht erlebt, wie will das die Schüler am Lycée Mittelalter erklären? Die großen Werke an der Renaissance, das letzte Abendmahl und so weiter. Der Faust, wenn sie gut keine Notion haben von Religion und von Bibel, das ist extrem schwer. Ne? Das ist extrem schwer. Wenn der Schüler hat, die Wiener kommen, die keine Ahnung haben, wer der Mensch ist, wer der Pastor ist, wer der Bischof ist und so weiter, da fängt er wirklich ganz, ganz, ganz banal an. Wie weit wir schon nicht kennt, hat die schlechte Geos. Wie will der an der Kunstgeschichte auf der Karte mit so ein Bild von Leonardo da Vinci, von das letzte Abendmahl verstehen, wenn er nicht wisst, was für ein Zehn sich handelt? Das als Beispiel, das ist ja von der bekanntesten. Ne? Das spielt da drauf, das spielt eine große Rolle. Ja. So, dann wollte ich auch der etwas sagen, über das, was ein bisschen fehlt, und das ist allgemein so, das, was los und mal, wie typisch die Lützeburgische Kultur ist, wo hast du den Depressionen ein bisschen so gefährdet, für den vier zu bringen. Da steht zum Beispiel irgendwo dran, am Kader von Notion de Patrimoine culturel, que cette dimension communautaire ne soit pas usée à des fins de repli identitaire. Das ist da kein Repli identitaire von den die Lützeburgische Kultur stark fördert an den Vordergrund. Au contraire. Das ist doch die Kultur, die wir leben, die wir am Herzen tun, die wir weitergehen, über Generationen, aber die sollte man doch heiß halten, an sie weisen. Gerade wenn wir sie noch weisen, da geben wir auch den anderen die Möglichkeit, einen Deal zu holen. Da machen wir es ja ab, soweit es geht. Und das ist der Kontra von Repli-Identität. Das ist ja gerade für Integration zu fördern, weil die sich will integrieren, die freut sich ja, was für eine Kultur hat er dann? Ich will mich da irgendwie ausschließen. Von dem so, ja, wir heißen immer einfach alle Kulturen, das hilft dem ja an dem Integrationsfällen absolut nicht weiter. Und da ist es ganz wichtig, dass wir die Reperen an der Kultur, und das können ganz Banalsachen sind, wir sollen die irgendwie drinstellen. Wir haben eine reichhaltige Geschichte. Ich habe geschwärzt von Irrscher nach Sprangprozession. Wir haben einen Staat, der ist 1000 Jahre alt. Wir haben einen Spruch, der ist über 600 Jahre alt. Mit Kunst, mit Traditionen, Banalsachen, Licht, bis der Burschbrenne, Klibberen, Doktor, Moment, Schöberfauer, als Literatur, Lieder, Architektur, kulinarische Kultur, alles Mögliche, man das sollte man da an den Vordergrund stellen.
dass der Grad dat einzigartig, weil es zu erhalten und zu unterstützen gilt, weil es euch so emolisch mischt. Und da zu weisen ermöglicht doch Integration. Und gerade auch die Traditionen, die Terrain weitergehen, von der UKTA, von den Amateuren Terrain, das ist doch die großartige Arbeit, wo das gemerkt wird, doch mit der Integration. Gerade die sollte man darin unterstützen. Und in dem Kontext ist dann effektiv ein bisschen schwer, dass die Amateuren hier ein bisschen darauf sonst mal par rapport zu den Professionellen von Nolisisch gehen am Plan. Wir sollen, ich komme zur Konklusion, wir sollen Kulturen unterstützen. Da bitte Cape ganz viel interessante Pisten, aber wir sollten sie nicht nur Plan entwickeln, sie muss frei bleiben. Die Kultur soll auch nicht ideologisch, politisch angegrenzt gehen. Das unnütz darauf hinzuweisen, dass nach zu allen Zeiten gerade die politisch nicht korrekt Komponisten, Schriftsteller, Maler, Philosophen und so weiter waren, die Generationen nur ihnen beeinflusst tun und inspiriert tun, dass politisch unkorrekt mischt Kunst ja so interessant. Und noch an den Schulen muss Kultur mehr gelehrt gehen, schon gesagt, Kultur general als am freien Fall, Geschichte, Literatur, alles das muss mehr gemerkt gehen. Und noch der Kunstunterricht, wie er am Cape steht, den ist nicht dafür Wertevermittlung zu machen, so schön die Werte auch können sein, den ist einfach dafür, die kann man Kunst Minute zu bringen und sie darunter zu beteiligen. Das ist wichtig. Kulturentwicklungsplan ist da ganz stark fokussiert auf die professionellen Teile. Wir geben also auch mehr früher, wenn ein bisschen mehr auf Fanfaren, auf die Harmonien, auf Chorallen, die im Terrain sind und die teilweise Aussterben sind. Das ist auch ein Fakt auf viele Plätze. Die müssen auch mehr unterstützen. Und dann muss man klar bekennen, ist auch uns zuletzt kulturelle Diversität, das ist schön und gut. Wir riskieren von lauter Beam de Büste mit zu sehen, Lützeburg schon eine reichhaltige Kultur, aber wir sollten die auch ohne schlecht Gewissen mit voller Energie fördern. Die anderen Kulturen, die evaluieren schon, da kümmern sich die anderen drum. Mit die Lützeburg, das ist als Verantwortung, weil wir sie nicht erhalten, erschätzen und herstellen, dann möchte keiner für uns. An hut kecht Gewissen, die anderen Nationen machen doch, das ist das Normalste von der Welt, sie taufrisch op die Lützeburger Kultur. Ophalen gebe ich dann auch, das dann auch ein bisschen Usus mit einem Zitat, und das dann von Jean-Paul II. Von 1980. Und ich übersetze auf Lützeburg, ich habe nicht gesagt, eine Nation besteht durch Kultur und für Kultur. Und dazu stimme ich auch. Merci.